So, die Geschichte, die du heute erlebst, basiert auf einer wahren Geschichte vom Jakob aus dem Alten Testament der Bibel. Natürlich, wir haben es ein bisschen umgeschrieben, auch interpretiert, damit wir es besser verstehen. Jakob war jahrelang auf der Suche, um glücklich zu werden. Und er hat gedacht, wenn ich so richtig Gas gebe im Beruf und ich diese Sterne, diese Trophäe hole, ja, dann bin ich dann glücklich für immer. Und er sucht aber auch sein Glück in der Liebe. Wie könnte es nicht anders sein? Und dann hat er gesagt, okay, ich suche mein Glück auch im Erfolg. Und immer wenn Jakob etwas von dem erreichte, hat er ganz tief gemerkt, warum fühle ich mich so leer? es geht vielen Leuten genau gleich. Wir jagen etwas nach in dem Bewusstsein und Gefühl, ich kann mein inneres Loch stopfen. Und weißt du, diese Trophäe, dein Erfolg, also Erfolg macht schon ein bisschen glücklich, oder? Also, ja, also ich meine ein paar Stunden, oder? Immerhin ein paar Stunden. Dann ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, wenn es gut geht. Und dann irgendwann lässt die Begeisterung, das Glück wieder richtig nach. Ich habe mir das Leben größer vorgestellt. Das ist eben genau das Problem. Wenn wir was erreichen in unserem Leben, hat jede Trophäe, jeder Erfolg hat ein Ablaufdatum. Das heißt, irgendwann wird es dir wieder weggenommen. Und wenn Dinge in deinem Leben weggenommen wird, dann ist immer die Frage, wer bist du? Wenn niemand mehr da ist und Dinge in deinem Leben vielleicht nicht mehr da sind, wo du immer gedacht hast, das bringt Glück und Erfolg und macht mich richtig happy. In der Geschichte von Jakob ist Gott begegnet in einer Leiter. Und die Leiter hat nichts anderes bedeutet, mit anderen Worten, Herr Jakob, der Himmel ist die größte Substanz, die dich glücklich machen möchte in deinem Leben. Weil Jakob hat gedacht, wenn ich dem Erfolg nachspringe, der Liebe in meinem Beruf, dem Segen von diesem Gott im Himmel, dann bin ich für immer so richtig glücklich und auch happy. Und wir alle wissen, das ist im Leben leider nicht so. Wenn uns etwas gelernt hat, die letzten 2 Jahre in der Corona-Pandemie, sollten wir aufgewacht sein, oder auch jetzt der Krieg, Russland, Ukraine, wo wir plötzlich merken, wir sind mittendrin, und glücklich zu sein hat mit den Umständen nur bedingt was zu tun. Also wenn dein Leben wunderbar verläuft und alles ist glücklich, ja, dann bist du glücklich. Aber die Umstände, liebe Frauen und Männer, sind nicht immer absolut top. Und Gott möchte mit der Leiter zu uns und auch zu Jakob sagen, der Himmel ist nicht etwas, was weit oben ist, sondern der Himmel und dieses Glück möchte ganz konkret in unser Leben hineintauchen. Und darum heißt es im Psalm, die Gott nahe sind, die Menschen, die sind glücklich. Und dieser Vers bewegt mich, weil oft denken Leute, ja, dieses Glück da, das spüre ich nicht, das erlebe ich nicht, das ist nicht so in meinem Leben, sondern ich habe mehr das Gefühl, dass dieser Gott von dieser Leiter ein bisschen seine Augen zuschließt von meinen Nöten, die ich durchlaufe in meinem Leben. Oder dieser Gott im Himmel, alle anderen geht auf die Wünsche, auf die Sehnsüchte ein, aber bei mir scheint dieser Gott seinen Arm nicht zu bewegen. Ja, darf ich mal ganz kurz, Moment, ganz ehrlich zu dir sein? Hast du gewusst, bevor du den ersten Atemzug bei deiner Geburt gemacht hast, hat Gott dich bereits gesehen? Und es gibt keinen Tag in deinem Leben, nicht eine einzige Sekunde, wo Gott gesagt hat, ich habe meine Augen zugemacht, das ist mir too much. Gott sieht dich heute Abend genauso online und auf diesem Stuhl sitzen. Und Gott kennt deine Geschichte. Zu einer Größe von heute Abend gibt es so 3 Arten von Menschen. Die einen sagen, ich bin mehr so auf dem Ego-Trip. Wenn ich für mich selber schaue, ja, dann ist geschaut. Dann ist auch das Resultat in deinem Leben ist dann auch das, was du machen kannst. Und die anderen von uns sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Leben, auch von Gott, weil gewisse Dinge sind nicht so rausgekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und andere sagen, ich bin total motiviert von Gott,
Weil ich habe diese Leiter erlebt. Ich habe erlebt, wie dieser Schöpfergott mich gesegnet hat, mich begleitet hat und beschützt hat. Und ich kann sagen, wow, dieses glücklich zu sein im Gott, wow, das funktioniert. Und ich möchte heute Abend mit uns zusammen ein Gebet beten, das ich als ich 18 Jahre alt habe ich das gebeten. Das hat mein Leben wirklich um 180 Grad auf den Kopf gestellt. Und ich möchte dich heute Abend einladen, dass diese Leiter, diese Nähe Gottes eine ganz konkrete Substanz in deinem Leben wird. Und ich habe dieses Gebet hinten auf der LED-Wand aufgeschrieben, dass du weißt, für was werden wir beten. Und ich werde einen Satz vorbeten und kannst diesen Satz einfach, wo auch immer du bist, auch online, mit mir zusammen beten. Und sag, lieber Gott, ich lasse meine Sucht nach Glück und Ruhm los. Ich kann und will nicht mehr so leben. Bitte komm in mein Leben und fülle meine Leere aus. Danke, bist du mir nahe. Danke, liebst du mich. Danke, bist du mein Glück. Amen. Weißt du, was das cool ist? Gott ist dir nahe. I trust in you. I trust in you. Every promise that you made, none of your words will fade away. So I treasure every single one of them. I will not be shaken. I will not be moved. The God of generations has always pulled me through. You have been my comfort, and you will be my joy. As long as you are with me, I have everything. I will not be shaken. I will not be moved. The God of generations has always pulled me through. You have been my comfort, and you will be my joy. As long as you are with me, I have everything. Cause as long as you are with me, I have everything. Ich hoffe, dass die Predigt zu dir gesprochen hat und du mega viel mitnehmen kannst für deinen Alltag, damit wir am Herzen von Jesus jeden Tag einfach so nahe sind und mega viele coole Dinge mit Jesus erleben werden. Wir möchten gerne mit dir in Kontakt treten und sagst, hey, ich habe Fragen, ich habe Anliegen, ich möchte mich gerne bei euch irgendwo integrieren, dann melde dich einfach bei uns, weil ich glaube, effektiv im Leben mit Jesus ist es so cool, gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, unsere Leidenschaft ist es, dass wir Menschen positiv aufblühen sehen durch die Kraft von Jesus Christus und sehen, wie sie auch ihr Umfeld verändern. Und wir laden dich von Herzen ein, Teil von dieser Vision zu sein. Wir haben Hunderte von Mitarbeitern, Menschen, die unsere Kirche unterstützen mit Gaben, Fähigkeiten und auch mit unseren Finanzen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, wenn du ein Teil von dieser Vision bist, auch mit deinen Finanzen. Ja, abonniere doch unseren Kanal, damit du immer den neuesten Content bekommst und informiert bist, was Gott alles macht durch unsere Church. Und es würde uns mega, mega freuen. Also bis zum nächsten Mal. God bless you und ciao zusammen.